Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Freunde, seid ihr ordentlich am Mitschwitzen? Also bei mir hält sich das allerdings ein bisschen in Grenzen. Ich sag immer, ich bin so eine Art Eidechsenmensch. Also du kannst mich ruhig in die Sonne legen und ich werde es komplett genießen. Allerdings, ich bin ja malochen. Jetzt ist Donnerstag, wenn das hier rauskommt, ist es eventuell Freitag. Ja, mal gucken, wie schnell ich mit dem Schneiden fertig bin. Aber gut, Trainingsbedingungen sind dementsprechend am Geisbockheim auch herausragend. Man findet sich so langsam. Gerhard Struber ist auch ziemlich am Schwärmen von der ganzen Atmosphäre am Geisbockheim. Dass es etwas mehr Fannähe gibt, dass das nicht so abgeschottet ist, wie er das normalerweise aus dem Konzern, bei dem er früher tätig war als Trainer, normalerweise gewöhnt ist. Aber das macht ja den ganzen Charme vom Geisbockheim aus. Diese Schönheit, die hat er gut beschrieben, aber das ist es ja auch, was mich da immer wieder hintreibt. Ja, unter seiner Ägide ergeben sich schon so langsam in einigen Punkten gewisse Tendenzen und die Themen dazu möchte ich heute mit euch besprechen. Ich habe mir ein paar dazu herausgesucht, also wir machen jetzt nicht hier kompletten Wochenrückblick und so weiter oder irgendwelchen, das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, taktische Analysen oder was so taktisch eventuell in meinen Augen am besten wäre, das werdet ihr hier etwas weniger hören und zu Gesicht bekommen, weil ich sag ganz ehrlich, das Ganze hier ist aus rein oberflächlicher Fanperspektive. Das ist wirklich hier so ein bisschen nach dem Motto Stammtischparolen, so wie ich quasi vor dem Spiel mit meinen Freunden quatsche. So quatsche ich quasi in eure Richtung. Genau für solche Leute ist der Content hier auch gedacht, so gesehen. Also haltet mich nicht für den absoluten Taktikfuchs, Analysten und was weiß ich alles. Dafür wendet ihr euch bitte in Sachen Content an die Kollegen in der Videobeschreibung. Die sind da um einiges besser als ich, was das angeht. Allerdings, klar, auch ich werfe hin und wieder einen Blick auf Dinge, die sich innerhalb der Mannschaft verändern, auch taktisch wie auch kaderbedingt. Und es kristallisiert sich langsam heraus, dass eventuell Jan Thielmann bei uns auf der Position des rechten Außenverteidigers nun gesetzt ist. Gut, das sehen einige durchaus kontrovers. Ich habe schon des Öfteren gehört, der ist da fehlbesetzt, der hat einen Zug nach vorne, der hat Power und dergleichen. Ich sage an der Stelle, naja, er macht schon hin und wieder einen guten Eindruck auf dieser Position und was ich ihm zugute halte, ist einfach, dass er sagt, mein Traum ist es, Spieler des 1. FC Köln zu sein. Auch mein Traum ist es, Profifußballer zu sein und deswegen gehe ich jeden Kompromiss ein und lasse mich auch auf gewissen Positionen umschulen. Das ist gut, das finde ich super, dass er es macht. Weil eins sage ich ganz klar, wo er ganz klar fehlbesetzt wäre in meinen Augen, das wäre zum Beispiel irgendwo im Sturm. Weil, Entschuldigung, der hat halt nicht so in meinen Augen diese Treffsicherheit und deswegen so eine Art, wie man das immer gerne nennt, ein Schienenspieler, der beides kann, rechts außen, also im Mittelfeld, wie auch rechter Verteidiger, das finde ich schon ist Teil des modernen Fußballs und ich finde gut, dass er da in dem Punkt schon unter Timo Schulz bereit war, seinen Horizont zu erweitern, um einen Platz in diesem Kader zu finden. Das halte ich ihm zugute. Generell finde ich es gut, dass man für Jan Thielmann einen Platz im Kader schaffen möchte. Er gehörte zu den Ersten, die sich zum FC bekannt haben. Ich finde es immer witzig, wenn es heißt, er hat sich bekannt, als ob es hier um ein Glaubensbekenntnis geht. Als ob, ach, keine Ahnung, ey. Komm, lassen wir das. Als ob es hier um die Zugehörigkeit zu einer richtigen Glaubensgemeinschaft geht, die, ach komm, lassen wir das, liebe Freunde. Allerdings, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn mehr tatsächlich im Mittelfeld als rechts außen. Weil seine Flanken, die haben schon des Öfteren, sagen wir mal so, Erfolg hervorgebracht. Das muss man schon sagen. Erinnern wir uns an, ja, kommt, ich rede zu oft über die. Ich verspreche euch, die nächsten paar Videos kein Wort über die, aber ja, letztes Jahr bei den Pillen. Die beiden Selke-Tore, die kamen ja von Thielmann. Also die wurden von ihm aufgelegt. Deswegen, dieser Zug nach vorne, das stimmt schon. Ich hätte ihn gerne, wenn ich Trainer wäre, diese Position gegeben und stattdessen Carstensen als rechter Verteidiger eingesetzt, weil
Ein bisschen schade finde ich es schon. Das war letztes Jahr der beste Transfer, muss man einfach zweifelsohne sagen. Und ich hätte es schon gerne gesehen, dass er dort einen Stammplatz bekommt. Hätte ich schon gerne gesehen. Und das ist natürlich jetzt dann zu seinen Ungunsten gelaufen, dass Jan Thielmann schon ein paar vielversprechende Spiele auf der Position geleistet hat. Und wir werden sehen. Es ist natürlich gut, dass 2 Spieler aktuell diese Position spielen können. Trotz alledem, ich finde persönlich, ich sehe ihn mehr auf der Rechtsaußenposition, die aktuell von jemandem blockiert wird, wo ich ganz ehrlich sage, warum blockiert er ihn? Und das ist halt Dejan Ljubicic. Ne? Also nicht wundern, ich spreche die Namen konsequent aus. Sorry, dass ich hier gerade ein bisschen abschweife. Bei mir geht hier ein Pop-up nach dem anderen auf. Keine Ahnung, frisch den PC gestartet. Das schneide ich jetzt auch an der Stelle nicht raus. Wozu denn auch? Nochmal zu Ljubicic. Ich finde, er blockiert ihn auf der Position. Und warum sage ich blockiert? Klar, viele sagen, das ist ein Unterschiedsspieler und der macht sich ja eigentlich auch ganz gut und Gerhard Struber gewährt ihm ja auch eine Chance, aber ich frage mich, warum? Für mich ist es ein Verkaufskandidat, weil den alten Ljubicic haben wir nie wieder bekommen. Bensebaini hat den alten Ljubicic damals im Derby getötet. Also den Spieler, den wir kannten. Der Spieler, der auch vom Weiten ein Tor erzielen konnte. Der Spieler, der eine gewisse Dominanz auf den Platz gebracht hat. Das ist weg, ich finde es nicht mehr, ich sehe es nicht mehr. Seht ihr das so? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Für mich ist das ein ganz klar logischer Verkaufskandidat. Und deswegen finde ich es schade, dass man jetzt gerade mit ihm plant. Also das Millionchen hätte ich an der Stelle dann doch noch mitgenommen. Ich weiß nicht. Ich finde es persönlich nicht richtig, auf ihn zu setzen. Ich hätte den Kaderplatz, oder nicht den Kaderplatz, sondern den Startelfplatz gerne Jan Thielmann auf dieser Position gegeben und Carstensen dort fest eingesetzt. Aber gut, wenn die beiden sich vielleicht auch abwechseln, insgesamt gesehen, dann ist auch okay. Gut, dann Thema Trennung. Das war jetzt eine eventuell passende Überleitung. Nicolas Soldo steht jetzt mittlerweile auf der Verkaufsliste. Wundert euch übrigens nicht, dass ich die Namen der Balkanspieler konsequent richtig ausspreche. Ich bin halber Serbe, halber Slowene. Ich weiß, wie das ausgesprochen wird. Deswegen, ihr sagt das seit Jahren immer falsch. Es ist nicht Dejan, es ist Dejan Ljubicic. Ein J ist bei uns immer ein J. Es ist kein J. Beziehungsweise, kommt, machen wir das J hier hin. Es ist kein fucking J. So sieht dann entsprechend ein J aus. Dann wäre so würde es dann aussehen, wenn sein Name Dejan lauten würde, liebe Freunde. Gilt auch für Soldo. Es ist nicht Soldo, sondern Soldo. Aber gut, ja, Nicolas Soldo. Es ist wahrscheinlich Zeit, sich zu trennen, denn die Leihe in Kaiserslautern hat leider nichts gebracht. Im Nachhinein hat diese Leihe leider nichts gebracht und hätte er dort einigermaßen eingeschlagen, wäre ich auch dafür gewesen, dass er bei unserem Verein weiterhin tätig ist. Aber was soll man sagen? Hat nichts gebracht. Du hast beim FC Kaiserslautern leider keinen Stammplatz errungen und deswegen kann man auch nicht davon ausgehen, dass er hier ein typischer Spieler ist, der einen Stammplatz wirklich verdient hätte in Zukunft oder auch einen festen Kaderplatz, wenn man halt noch einigermaßen das ein oder andere Sümmchen verdienen kann. Zumal ja, aber zum Thema Kader, Größe kommen wir gleich nochmal, aber ich sag ganz ehrlich, es ist besser, sich zu trennen. Es ist im Nachhinein besser, sich zu trennen. Ist ein netter Kerl, sag ich ganz ehrlich. Der war schon immer sehr höflich zu uns Fans. Ich habe auch ab und zu mal in meiner Sprache mich mit ihm unterhalten. Also so kurzer Smalltalk. Hallo, schön, danke fürs Autogramm, so mäßig und so weiter. So, hvala ti puno, brate und so weiter. So diese typischen Sachen halt. Hat er mir auch geantwortet und sowas. Also sehr, sehr, sehr netter Kerl, aber tut mir leid. Ich habe schon mal gesagt, auch in Bezug auf die Trainerposition, es bringt mir nichts, wenn du mal nett zu mir warst. Ne? Wenn es im Nachhinein meinem Verein nicht dient. Deswegen gucken wir mal, wohin der Weg Nicolas Soldo führen wird. Aber was mich gerade ein bisschen persönlich traurig macht, ist Faisal Hashawi wird schon wieder zurückversetzt in die U21. Ach Leute, ich dachte, wir haben das Ganze hinter uns. Ich weiß, aktuell ist der Kader groß genug, dass er eventuell kein Platz für ihn ist, aber ich hätte ihn trotzdem gerne im Kader gehabt und ab und zu mal
spielen lassen. Ich weiß nicht, ich habe halt wieder Angst, dass der jetzt dauerhaft in der U21 da geparkt wird und wir schon wieder irgendwie ein Talent verlieren, das vielversprechend war. Ich weiß nicht, ey, das gefällt mir nicht. Mir persönlich gefällt das nicht. Ich hätte gerne gesehen, dass er konsequent Teil des Kaders wird und ihm eine Chance gewährt wird. Und jetzt die Chance schon wieder in der scheiß U21. Ganz ehrlich, an der Stelle sage ich ganz ehrlich, verleiht ihn doch. Gebt ihn dort irgendwo Spielzeit. Von mir aus auch bei einem anderen Zweitligisten, egal, Konkurrenz hin oder her. Der Junge muss im höherklassigeren Fußball seine Erfahrungen sammeln. Oder zum Beispiel, da wir aktuell ja auch die Elmaler-Brüder verpflichtet haben von Viktoria Köln. Wir haben ja jetzt anscheinend eine Art Corporation mit denen. Das ist nur eine Liga tiefer, verleiht ihn doch dahin oder sowas. So als eine kleine Wiedergutmachung, dass wir diese Spieler ab nächsten Sommer, nicht diesen, dann bei uns willkommen heißen werden. Weiß nicht, leiht ihn aus, ganz ehrlich, leiht ihn aus. Nicht schon wieder U21. Das ist 4. Liga, das ist zwei Stufen tiefer. Ich weiß nicht, so kannst du keine Talente auf Dauer fördern. Keine Ahnung, also wenn mir jetzt einer sagt, ja, die sind nicht reif für den Männerfußball, die sind so und so nicht reif, die müssen da Spielpraxis sammeln in der zweiten Mannschaft, damit man die ab und zu einsetzen kann in der ersten. Ja Leute, und was ist, wenn er gar nicht eingesetzt wird? Dann spielt er nur U21, verleiht ihn doch lieber, weil man kann mir nicht sagen, der ist zu jung. Lamine Yamal? Anyone? Wieso klappt's bei den Spaniern? Die haben gar kein Problem, 18- oder 16-Jährigen einzusetzen. Aber hier wird immer so rumgedruckt, als ob wir Bayern München wären. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Ja, nochmal Thema Kadergröße. Da wurde dann das Mannschaftsfoto veröffentlicht Anfang der Woche. Junge, was ist das, bitteschön? Junge. Ey, ich zähle da 19 Betreuer inklusive Trainer und Co-Trainer. Der eine oder andere ist da Physiotherapeut wahrscheinlich oder Mannschaftsarzt, Torwarttrainer, klar. Aber was bitteschön machen die anderen? Ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Oder vielleicht doch? Abputzer! Sie haben gerufen, my Lord. Naja, keine Ahnung. Das, heutzutage scheinen die Spieler wohl ziemlich viel Bedarf zu haben, irgendwie betreut zu werden in allen Punkten. Also, keine Ahnung. Also, das kommt wahrscheinlich alles aus dem US-Sport, wo der Trainer quasi einen eigenen Kader hat. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hoffen wir doch mal, dass es was bringt. Ja, Freunde. Das war's dann aber auch schon für heute. Ich habe für heute nicht so viel zu erzählen. Die nächste Trikot-Review steht die kommenden Tage an. Das Ausweichtrikot lässt noch auf sich warten. Aber schon mal kleiner Spoiler, liebe Freunde. Ich habe das Torwart-Trikot schon gekauft. Und das wird auf jeden Fall bewertet. Und da ich es mir gekauft habe, könnt ihr euch ungefähr die Tendenz vorstellen, wohin es geht. Gut, an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, denn wir wollen uns doch wiedersehen.